Ups, wir sind auf den zweiten Teil gekommen. Egal. Who fucking cares? Popcorn in my ears, my home, bro. Popcorn geht nicht, wenn die wurde nicht gekommen. You wanna have my home? Mit Salz. Also ist scheißegal, ob ich was reinschreibe oder nicht reinschreibe, da schaut doch eh keiner zu. Homebos. Oh, my Dilla all night long. Brum brum brum. Aber ich ändere das mal schnell. There we go. Is that actually on DjVolgin, the Nation CB account? Was doing so many things, even I'm cooking nearby, so I have to watch out. It's Friday, you know, it's Friday afternoon. Was by the dentist, just get me fucked around 3 times. I'm okay, I'm hungry, I'm thirsty, you know what I'm saying? Hello? 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 Alrighty. The hell? Hello all da hell. I'm out of idea today. What in the mother in hell is that? Spang that dirt wide open. Der Hächinger. Trudelt der umeinander. Oh, nochmal ordentlich mit Ei hier abgerührt, jo. Ob das jetzt flüssig heute wird oder nicht, interessiert mich nicht. Ich hab doch was zum Fressen, Alter. Wenn ich schon gezahlt habe für das Fressen. Ach man, ich will überhaupt nicht so reden. Kein Bock auf so eine vulgäre Art. Sie Arschloch. Sie Arschloch. Oh, today, what the hell was that on the construction site again? The punk ass. Just saying, actually, the wreck car is just something a little, you know, annoying us. What was going on? He was saying, it's not a red car, it's not a red monster. I was trying to come back and ask him again, you know, what were you just trying to say to me? Are you colorblind or something? There's a red monster, mother tucker. Well, I just keep it in my mind by myself and thought actually on his tree I cut it for 2 days a little on. Saw it a bit on, you know, not just a little bit, you know, 10% on this crack. Bastard. And I know you ask something like, you know, how much concrete you need for that hole there and that you know there. Saying, what kind of concrete, goddammit? We're just doing that bricklaying and just filling that with concrete. He knows actually since 8 or 9 months now what's going on in his fucking garden. And he's working at Ingolstadt at Audi
And he's so perfect. Maybe he's my age, you know, it's 36 or something, this crack. What kind of an illusion of a hole is that made? He's a retard as extremely as hopeless idiot. Or what else? This rat tail there. Right, yo, what's up? Hello and welcome back to CarX Part². Los Driftos dela rain night. Yeah, it's raining out there. It's listening actually to Grand Theft Auto music, Ost. And we have the Part 300, and normally I tried actually to go to Definition CBRCon. But some a-hole just decided actually not to switch actually his account on PlayStation Network, or on the PlayStation 4, you know. I just was busy with the calendar, my food doing, researching something on cell phone, and 2 times ordering me food for the next days, you know, pizza here for the next week. And this tomorrow, these weirdo stuff, the vegetables or something for healthy style. Nah, I'm not sure what that is. Already 2 weeks lost again. That was 2 weeks ago I ordered. God damn it. The time is ticking, time is running. And still 2 asshole as president will be counted again this year. I'm talking about Russia and American presidents. I forgot his names, you know, I totally forgot his names. One psychopath and another psychopath. Let's control actually the whole country by herself. And let's sink deeper actually in actually nothing else than depression, idiocy, and hopeless. Well, I'm tired about actually talking over politics. I'm done with these crack, you know. Alright. Just has a ton, a little bit here, that drifting part, and enjoying some drinking beer, of course. Where's my tequila, goddammit? Thinking of beer, but then in the same second, where's my tequila, god hell? Cheers up, campaign, strawberry, salute, gold, but next stream. I hope my microphone is actually on. That's the other part. Los alla melodier plugs. The poppers. Det geht schon noch lauter hier. Nee, geht lauter. Wir müssen eh hier weiter. Wir müssen auf beiden Accounts weiter. Jelly. Yes! Gambarimas! Oh my gosh. Craziness started. Yes. You are the bambino. Puke! The bumpe. El rozzo! Roast beef for me. Here we go. There's actually a box of cigarette. That, oh my gosh, actually 20. So I'll open it already up today. So I'll have another one, right? Some beer. And I got another one actually. Wow, I have 2 of them. I don't need to go actually to, oh, whatever. I'm going tomorrow. What just happened? Only good things coming out of my nose. Brain parts or something. Oh, für Teil, Leute. Oh, boah, leck mich am Arsch. Wo kommt denn das jetzt alles her? Ja, scheiße, Alter. Für Teil mal gleich wegwerfen. Well, let's check out the food. CC. Thai Mexican with some Bavarian ingredients. Just kidding. What happened here?
Haben wir keine Sausage mehr oder was ist hier los? Haben wir wirklich keine Sausage mehr? Hier Mother-Tucky fucking Sausage Face. Alter, die Milch, die geht aber schnell weg. Was ist denn hier los? Sind doch 4 Backeln hin. Oh, halt, hier sind ja noch 2. Alter. Tequila! Oh, my best friend, right? Don't drink me up! Kann jetzt endlich mal das Kackfenster aufmachen, oder was ist hier? Geht der Wind? Ne, geht nicht mehr. Oh, ich bräuchte eigentlich nur noch Feuerholz da hinhalten. Mal Molotow-Cocktail. Cheers up, du besoffene Sau. So, Rechnung gezahlt, eingekauft, beim Zahnarzt gewesen, morgen noch eine kleine Arbeit. Hoffe, es regnet nicht natürlich. Beim Sterben. Ja, jetzt hängt der Strick gerade so gut am Hals, oder? Ich gucke jetzt gerade nicht aus. Ja, ich bin schon angerutscht. Ich hänge jetzt gerade, oder? Aber irgendwie ist der Strick gerissen. I don't know. Sure you are. Yes, yes, you are. Yes, yes, you are. Yes, yes, you are. Cheers up! Kein und Strawberry sind du Goldprozent, die schnell. Ah, geschissen. Nandes går. Gubbarbuss. Oh, what happened? Well, my car completely stopped. Oh my god, what happened? Should I press the R3 button or something? W. Oh, it's the weirdest thing ever I saw in a car here. The CarX did. Spikes ist. Next. (0815 Muckibude). Also Mensch, 0815 Muckibude.
Zeigst du so komische Sachen, Alter? Today's 0815 Muggelbude. Representating. Whoa, bundles starting up in here hardcore. Alright, nice one. I'm just kidding, normal. How do you think? Hip hop and house music mix up. La Pampa. I was watching about my food, I'm sorry for that one. Here we go. What's up next? 50 minutes already run. Hey, hey, hey. There's nobody watching anyway, this shizzle. So wir gerade. Ohne Scheiß habe ich mir das jetzt gerade in die Augen gelangt, oder? Ordentlich Chili in die Augen, oder? Geile Sache. Spritzt mir die Milch in meine Tüten rein. Geht nicht. Ich weiß nicht wie. Das ist. Dang! There's a watcher! After more than 2 weeks, mate. Might. Mein Freund, mein guter Freund. His name is Tequila. No way. What's going on over there? Oh, let's see who's talking. Carver Mag and the night of the bad, yeah. Hey, brah. Tequila time. Tschüss, ja. Ich hab keine Strawberry, so Lisa, das Gold draußen, wie schnell. Like geschissen oder so. Jetzt hat der Hochdeutsche sagen, oh, ich habe mir eingekotet. Ja, du kannst auch mal heimfahren. Gambaremos. Geschissen Driftos ausgegangen. Ah, come on, that just was too much on the brake. Ah, what the hell is that again?
Rotze oder so. Ja, klar. Weil ich reingeschoben und rausgeschoben ist, auch gleich wieder gehen. Jiggy trick. That all seems to be nice. My home brand. What was that? Let's look about actually my cooking. I like to cook in a wok. Alright, done. Come on, get over here. Get over here! Problem is I rampaged my finger a little bit. So since 2 days I have a little problem actually working around with everything else. Not even my nose likes that finger anymore. Just kidding. To go to the toilet and actually getting the paper roll actually, and you already know, oh man, the middle finger needs to actually have the action today. Well, should I get it away or just let it? Oh hell. That smell, mate. Just want to stop actually playing that game and live stream. Just having actually fun by eating. URL. Vegetable rice stuff and little Mexican and some eggs in there. A lot of chili, of course. Diarrhea soon, actually a Saturday night. It's time for diarrhea. And here it comes. And here it comes. Oh my god, it's diarrhea. Facing his ass actually on the wall. What is going on in here? The plaster company is in here or something is running it. Oh my gosh, that stank, right? Crazy mother thing. And here it comes. Oh, Rosemary. Uncle Diarrhea is coming. Uncle Diarrhea. Oh, Grace. Oh, I don't feel so good. Uncle Diarrhea! Right? Some kind of a commercial then. Uncle Diarrhea! You need something? You have something from Psn ID here? No, we run out. My dad has diarrhea as well. Oh my grossness. Your toilet are free? Nope. Alright. Let it flow. Oh my... Uncle Diarrhea. It's just our Uncle Diarrhea. Oh yeah, hell. Some toilet paper? Nope. Fingerprints on the wall. What a shitty day. Ganbarimasu.
me. The more I need a truck, actually. A 66 and 11. Wirklich, meine Hose passiert hier. Überall Dreck drauf, Alter. Muss ich auch nochmal waschen oder was ist hier los? Geht's wohl zu gut, oder so ein Scheiß? Muss man ordentlich assi ausschauen. Was ist denn jetzt wieder los hier? Gibt ja auch gleich Einblicke bei meiner Faust. Ist mal ein weißes Licht oder war zu hell, das ist auch ein Dingsbums. Ach, ich bin aber auch heute auch wortkarg irgendwie. Fällt aber auch wieder auf gar nichts ein. Disconnected. Brauch mal Tempo. Ich hab mir die Hose geschissen. Well, that thing is doing the hanging up in here. Diddly do, diddly do. Ah, the car moved, mate. Just feeling good. The front tires are a little pissing me off. Somehow it's small, right? Control change, something's cracked. No, what's the anyway? Nobody cares. So next vehicle. Caution, I'm on my way, my home. Oh my gosh, what I just did up there. Seeking what's going on in here. La palabra, what is it? Didn't I? Just look up. Sweet tongue. Where's the other? I don't care. There's no problem between actually man and girl actually on me. Vámonos. Yeah, that good music, mate. Pump it up, right? I like that music. That music is pumping up normally, but I can't find it. If somebody knows actually on Spotify to find me that song, the OST actually on this game, because 75% of the OST soundtracks in here, or maybe it's 72.50 or something, is amazing. The rest is kind of hated very hard by singing or idling music or something. That music shall be actually in the main menu appear up. Everybody must.
I'm a small car. I'm hanging on a battery. I can't go faster. I am very sad. What the hell, mate? Why is the music so... Why the cars so loud? See you again. Oh. That was the other one, right? Where's the car engine sound, goddammit? Not the Tucker. There we go. Shit, where are you going? Cracked. I'm gonna pee and be right back, y'all. Mata. So good, I am like a Groot. Dum, making my height boot. Still the billa, my Casilla. Corrected the fact that I'm in a factor and a little. The music's so sudden now.
Alter, wie hält der dich mit, der Junge? Jetzt ist das wieder da unten oder was, Junge? Machen wir weiter lang hier, ey. Wash closing up here or something. Cleaning the wash. My God, my English. The laundry is working here for me with my hands. Nochmal ordentlich reinbuxieren hier nochmal. Gib ihm Wasser, Junge. The real Hamsterleich. Ist aber auch laut hier, ey. Mach doch mal die Mucke, Leute, Junge. Gott sei Dank. Ja, da will ich nicht mal mit 200. Das ist so geil, wenn er das so erklärt. Hat schon recht anscheinend. So, letzte Wartung. Crack! Crack here, crack there, right? There's no crack in my actually apartment anyway. Just saying crack actually all the time because this is so cracked up, mate. So fucked up actually. I say crack because, you know, I don't want to say the fuck word all the time. I'm old enough to say actually I'm not actually fuckable anymore. Crackers. Crackheads. There's something popping up with some of the music, yeah. Billing chillers. Crack moles. Thing with these cracks. Crack, they got a crack. They got a crack, they got a crack. Crackers! You say actually to fuck, crack, or you saying to fuck actually pizza? With these pieces in here, pieces there, pizza slinger, pieces. Little toilet paper users going. The maroons. Bruh. Crack the floor. Bruder hat gekocht, wie nie. Oh, scheiß Haus. Ich glaube, ich muss kotzen, weil viel Spaß, wieder gezwungen. Home.
Instant cockpit out blend. Zweite noch Kilometer. Special ass effects. Synonym for Vollidiot. Oktave 4. Nee, wie war das nochmal? Oktave, was ist nochmal eine Oktave? Was ist der Teufel, was, Junge? Hey, bruh. Ring the ding, the ding, tail the ding, the ring, the ding, the ding. Really having fun, really wanna do, really wanna drive, really wanna make some just in case. We'll put you know. Drip, drop, dripping down. Never growed up with that crack. About these crackers. I'm just a lousy person now. Oh, nice. Just up the pie, not obviously. So let's go. Hold on a second. We didn't share it to Facebook, right? Facebook. We're already dealing with these other crack again, yeah. Says me actually need for speed something else. A motherfuck shit it is. Mother crack. Ey, du mit deinem mehr Anzeigen, du Hurenkind, Alter. Ohne Scheiß, irgendwann zerlege ich dieses YouTube. It's crackers.
It's just this game title crack, man. I don't know how to change that. I just want to change it, right? And I mean, actually saying these people actually, hey, what's going on rolling in? This is Drift Racing Online or CarX, y'all. Don't know what the hell is going on in here. Well, punkings. Okay, no, don't say some word anymore here. You just don't say need for speed something scrap. Say just game. Whenever, whatever you're just doing, dealing with. Oh, I just got an idea, y'all. If you really want to have to do the deal things done, I may just gotta find something for you. Hold on. Das am Ostersanden, das Crack. Alter, warum kriege ich jetzt hier auf einmal Pickel, Alter? Was für eine Scheiße jetzt, Alter. Nee, gibt's nicht, Alter. Ah, nee, gibt's nicht. Warte mal, ich mach das mal anders hier. Könnte man schon, ja. Das ist halt ein Video, ne? Ich glaube, wird es gehen. Aber es wird halt jedes Mal aus sein. Ah, das nehme ich jetzt mal mit Inline-Ding auf, Alter, aber das regt mich so auf. Was hier ist dann dein Aus-Ding. Lass mal ruhen weiter. Das lade ich mal einfach selber, das ist mir zu dumm, Alter. Ja, die Mediathek. Und ist der das hingespeichert? Wo hast du es denn hingespeichert? Deswegen war es reingespeichert. Echt? Okay, geht auch in Ordnung. Tight. Tschüss, auch Kampagne, Stau, wie sie Gold, die Schneck spielen.
Ah. Ich sehe einfach gar nichts, wenn der Scheiß vor meiner Nase rumhängt. Leck mich am Arsch, Alter. Was ist denn der Scheiße? Ich seh doch nichts. So ein Bullshit, Alter. Kannst dich nicht konzentrieren, Alter. Bullshit, ey. Sing pow. Ridiculous. Echt, hatte ich die ganze Zeit jetzt hier? Komm mal den Maß. That was fucking close. Ist mir davon geflogen. Ich hab mal einmal die Frontscheibe zusammengeklatscht. Das musste er weichen, Alter. The engine room hub, you know, just gone because slacking into my window, you know, just once I just thought I should get out of the way to crack a homo porno bar. So deal. Deine Mutter mit Krückstützen, Alter. The heck you looking at? Just kidding. I'm a little sadistic comedian today, but I'm actually... My words are not actually ringing in ears today, so I'm a little bit lousy as well. Alright, final look actually on my food. It's kind of these Taiwanese, German, American, Mexican style. That's it. I'm already done with cooking since 5 minutes, I totally forgot. Oh, Bavarian. What the hell, what the heck is that? Ein Haushaltslöscheimer. Warum ist dann da meine Wäsche drin? Dang right! Dang right. No, I'm not actually sitting on the toilet, don't worry. Maybe I should actually. Oh, next time. I'm a little bit grinched actually out from that
dentist today. You know, there was actually patients coming on and coming out, and for alright, what's going on here? I'm late. 2 minutes or 5 or what? Actually, it was 12 minutes. I'm late. So he did 1, 2, then he did a second one, and he asked me, "I'm okay, I'm good." I said, "Something is wrong with my neck. I don't have, you know, it hurts a bit, uncomfortable here a bit." "Yeah, I'm good. Let's keep on." And then so I'm coming out after that one, going into actually the main room for the reception. And there seriously was actually waiting 2 patients actually for you know, for him to get repaired, a teeth, or just check that or something's cracked. I thought actually I'm the last guy today on a Friday, right? So no. Just figure it out by the second tooth or something. You know, the receptionist came in over and just saying actually that next patient is actually already ready, waiting in his stool. Stool. And his dentist, you know, there. So I didn't know about that crack. Yeah, so that was meanwhile in the operation. But what the hell is going on? Why he doing so much stuff on me? Coming home after a long actually walking, because I tried to visit actually a construction friend, trying to actually organize the beer, but he was not even waking up. So 5 minutes later I was going away, going in the direction of my apartment in that little village here where I'm living. I was calling him saying, "Hey, what's going on? You know, you're not in the compound, you're at home right now." Yes, I'm in the compound. I'm at home now." I said, "What the fuck? For 5 minutes ago, actually, I just visited you and just ringing, and nobody was actually open up." Then there was an old lady came in over and asking me, "Is there somebody living anymore?" I said, "Actually, we the construction company. We are just, you know, we just rip it apart at September away here, that house, and building up new buildings, you know, in here and stuff. And yes, actually, a construction worker is living here right now for the next 6 months to find something else." And so, yeah. He was not at home, she was went off, and that was a 1.5 kilometer actually run away actually to the home, the apartment, and what the hell was so fucked up. There was a marriage, the bank, it's gonna be actually around actually some shop, cigarettes. Yeah, well, since a 1.5 hour I'm home, doing laundry, was cooking. Yeah, was cooking. Now I'm sitting on the toilet and already making my reindeer shit away, you know. Friday. Welcome to Bavaria. It was raining, thundering a bit. March goes to the April, sooner enough. Monday I have birthday. Who cares? I don't give a fuck. Not even my mother will call. I know that already. Trying actually all the time to call them. Sometimes, you know, I don't know why I'm still alive. It's boring. Getting fatter, more weight, every year 1 kilogram more. Kind of this shit, because 1.5 months you wait for work as construction cider. I don't know. Life is shit, right? And then flush it away and go to the live streaming. That is not even live streaming I'm doing. My co-driver actually got a mag, and Nitro the Bat is overtaking here with a picture or something that's cracked. Dealing up with motor action. Got a mag. Oh, completely away. Sucker. Tschüss, auch Kampagne, Strawberry, Salute, Salute, große Next Stream. Tadaimasu, by the way. Tequila. What the hell is wrong? It's kind of, you have something in your tooth, right? Smoking kills, mate. Dull boy. Oh shit, completely.
I got more where they come from, you know. Ah, hell. Let's drink some beer. Ah. Tasty mother tucking. Sternhagel dich, bro. What is wrong with this? Ah, hell. What? Running out of tequila, mate. Checking cigarette. Checking music. And gambarimasu. Ist der Flipper auf den Dachhaube gestorben. Where are you going? Oh, so you reached a 33K or something. Like some crazy wood. Weißt du, was zusammen jetzt hier, Junge? Latsche den Turbo. Ich schiebe wieder 2 Bananen dann auspuffen, ey. Holy crack, mate. 584. We should crack somewhere else, mate.
TikTokers. Just like that music, mate. Schön saftig im Abgang, Alter. What the hell happened here? Bro, I don't care. Nobody's watching, mate. Then you know. So interessiert eh keinen, was hier passiert, was passiert hier. Wir rufen mal meinen Onkel jetzt an und irgendwie mal sonst wo lecken. Wir Kurwatz. Dann machen wir weiter LAN hier. Die Geschickten. Gute Nacht. Scheiße, muss ich das jetzt nicht auf die Seite tun. Jetzt sein, ist keiner erreichbar. Jetzt kommt's Fax. Oder? Oder? Oder auch gar nichts. Jetzt wird es sogar aufgelegt. Das ist was ganz Neues. Das ist sogar was ganz Neues. Hast du da gerade aufgelegt, Walter, oder wie? Ja, mei. Die wird sich gedacht haben, das wird so ein Spam-Anruf gewesen sein. Alles gut. Wie geht's dir? Ah, du brauchst mir gar nichts geben. Du tust Draht-Aufhänger, oder? Jetzt hat er schon weitergeben. Sag ich, du brauchst gar nicht weitergeben, weißt du, ich würde einfach was fragen, wie es euch geben im Draht-Aufhänger. Naja. Man wird nicht jünger. Ich sag, man wird nicht jünger. Okay, oh. Warum möchtest du es alle aber weitergeben? Kann ich nicht mit dir auch reden einmal? Ach so, oh, das ist was anderes, okay. Weil es geringt hat, ja, ich war schon zweimal jetzt mittlerweile. Kommt glaube ich wieder was, ja. Aha, mei, Haufen Baustellen, Haufen Klump, Mauertrockenlegung nebenbei. Was du, wenn du Mauertrockenlegung tust, das ist, der Körper ist dann kaputt. Und du musst das dann weitermachen, weißt du schon. Wärme, ja, nur, das ist schön und gut, Tommy, aber wenn ein Zement dazwischen ist, oder Beton, oder Rohr, oder sonst irgendwas, oder hast du jetzt eine Gaudi, habe ich jetzt einmal ein Gewölbe oder was, dann brauchst du für eine Platten einmal eine Stunde. Und das machst du mal 24 Meter an einem Tag, und du möchtest es eigentlich schaffen, dass du nicht mehr hinfährst. Du hast einen Anhänger mit einem Kompressor drauf, du hast den Zeug dabei, und du musst dich wieder anrichten, weißt du schon. Das ist die Arbeit vom alten Chef gewesen, und die habe ich übernommen. Ja, das ist, keine Ahnung, das ist was anderes da. Das tut da eigentlich alles weh, weil das, du rüttelst einfach mit 8 bis 16 Bar durch. Gibt darauf an, was der Kompressor, du kannst ihn ein bisschen verändern, aber das ist brutal. Na, so ein mittleres Bomac, oder? Bomac, glaube ich, heißt der. Ich schaue da ab und zu nicht hin. Ich schreibe bloß immer drauf, wie viele Stunden der jetzt hat oder was, aber
Ich schau da nie so hin. Ich fülle das Öl nach oder tank nach, aber nein. Ja. Die Arbeit ist da, aber es gibt immer wieder Probleme auf Baustellen. Das heißt, wenn jetzt die ausgraben oder was, dann heißt, der Befund dann ist spät gekommen, dass es erdreich, dann müssen einen Keller kleiner machen, oder in Geisenfeld jetzt beispielsweise, jetzt gegenüber vom Finsterer, da ist auch was, da haben sie die Brücke mit Platten nicht versehen, weil das waren ja bloß, ich glaube, 16 Tonnen, aber drüber fahren tun sie mit 24 Tonnen. Da hätten sie eigentlich Eisenplatten drüber legen sollen, der Abrissbau da, die, wo das abgerissen haben, das Heidel, und uns den, sagen wir, Vorgrund ein bisschen herrichten. Und, ach, scheiß, mei, jetzt sind sie halt drauf gekommen, und jetzt ist das 2 Wochen mal eingesteckt gewesen, und jetzt können wir uns nächste Woche erst weitermachen, und alles ein Schmarrn, weißt du, es zickt ja alles. Doch, auf den hinteren Seiten, das ist, wenn du weiterfährst, Richtung Wettermühlenweg, da waren 2 Platten gelegen, die hätten bloß rum da sollen. Aber das haben sie vergessen. Und das ist ja vor 2 Monaten schon gewesen, wo sie das Heidel abgerissen haben. Naja, egal, mei, das ist nicht unser Ding, aber das ist. Zurzeit haben wir auch Wärmepumpen, weißt du schon, wo du Wärmepumpen machen musst zum Haus hin, musst du graben, dann musst du ja erst einmal ein Gestell hinstellen und den Schmarrn, und manchmal sind, was, das ist nicht der Arbeitsgeber selber, der Betz zum Beispiel oder was. Es ist einfach die Leute, die wo im Haus selber wohnen, die schaffen auch, kannten sie mal den Baum umpflanzen, das wegschneiden und das sagen wir Gartenbauer oder Maurer, die meinen teilweise, wir sind wir die Wasserbauer, wir sind aber Maurer, die das herrichten für die Heizungsbauer, und das ist eine Katastrophe manchmal, da wo die Leute herkommen, verrechnen das an, und meinen, ja, das ist aber kein roter Mazda nicht. Ja, sage ich, natürlich, und mein Arbeitskollege dann genauso, natürlich ist ein roter Mazda. Die sind pumpig wie Sau, weißt du schon, und dann auf einmal stellt sich raus, ein BMW-Arbeiter, Audi-Arbeiter, ja, aber dann daheim hocker, Homeoffice und so, weißt du, da wo ich mir denke, Alter, mir reißt bald die Kehle. Aber selber das Grüngut, nach einem Dreivierteljahr wissen sie schon, dass die Wärmepumpe kriegen, dass sie es einmal selber wegschneiden. Und im März sollen wir es dann wegschneiden, wenn es schon vorbei ist. Das darfst du ja nicht mehr, weißt du? Da platzt mir der Kragen manchmal. So tappig die Leute manchmal, das ist, kannst du nicht erklären. Natürlich, ja, leider. Das ist richtig. Das sag ich ja nix. Das sag ich ja nix, Tommy, aber weißt du, das ist so, wo ich mir denk, ja, ach Schmarrn. Das sind ja, weißt du, der Hopfergarten ist ja öffentlich, also der ist ja da, aber da ist ja nix, da wo sie sich fangen können. Zwischenstation ist dann, oder? Eine Zwischenstation für die Vögel einfach. Da ist ja nix da, weißt du schon. Kein Wald nicht, kein nix. Ja. Ja, ich siegen, ja. Ach Schmarrn. Da zirkt's ja. Ja. Wie ist das? Er grabt da hier Skreppen. Okay. Warum nicht am Birkert, weißt du schon, da wo der Wald da ist oder so. Aber okay. Ach so, okay. Ja. Gestern habe ich 24 Stück gesehen. Ich habe bloß am Himmel aufgeschaut und habe bloß ein bisschen Zeit. 4, 8, 12 und so die mitgegangen. 24 waren's. Ja. Okay. Na, sonst nichts Brisantes, mei. Geht voran. Jedes Jahr ein Kilo mehr, mei. Der Chef wird immer tappiger, sagen wir so. Ja. Jetzt zum Beispiel, jetzt ist so, der Stani ist ja eigentlich schon in der Renten seit 2 Jahren, das ist unser Pole. Der ist jetzt ein 69 das Jahr geworden. Und, ja, der hat jetzt in Giesübel, Straßberg, hat er sein Haus letztes Jahr weggegeben, weil er gesagt hat, das ist 2 Miete bei Max, beim Anton, und jetzt hat er halt gesagt, jetzt das Jahr möchte er noch arbeiten, und er zieht er zum Hansen auf, zum Chef selber, zum Hans Finsterer. Und da schaut's aus und Waschmaschine voll und was ist nicht alles, und ist einfach versüfft und das, und ich mag da nicht leben. Und dann hat der Hans gesagt, wir haben aber trotz alledem noch eine Wohnung für die, das Jahr im September weggerissen wird. Beim Fuchs oben ist das, in Geisenfeld. Da wird was weggerissen noch, und da bauen wir auch noch hin nächstes Jahr. Und da hat er jetzt das Jahr noch eine Chance, dass er da drin wohnen kann. Und das muss natürlich Internet, und das Heizung muss laufen, und das Gas muss auch drin werden, und alles Scheiß. Und jetzt ist er heute das erste Mal da oben und schlaft, weil er war 4 Tage beim Hans oben und er mag da nicht. Und egal, zum Beispiel. So, der Michi, der hat ja ein Problem gehabt, der hat eine Operation letztes Jahr im Dezember gehabt, der hat Krebs gehabt im Unterleibbereich, und der kommt erst wieder am 8. April, glaube ich, dass er wieder fit ist, 2-mal in der Reha. Der Meier Michi,
Und wir kriegen einen neuen Arbeiter, das ist der von der rechten Hand vom Chef, also der Georg Ehrenstraße hat einen Bruder, der hat mir damals geholfen beim Umziehen von Aufhausen zu euch. Der kommt nächsten Montag, weil er hat 2 Jahre noch zu Renten hier und dann hilft er uns noch. Und ja, wir sind 7 Leute, also wir sind 3 Maurer, 2 Handlanger und ja, Baggerfahrer und Maler, der macht halt alles der Julian, das ist auch der Sohnemann vom Ehrenstraße und das war's eigentlich schon. Na, der ist schon lang weg. Ah, der hat ja gar nichts Kind. Ah, geh, hör mal auf. Das ist so, als dass, keine Ahnung, jemand mitschickert, der wirklich gerade mal 8 Jahre alt ist und der verlernt alles am nächsten Tag und der weiß gar nichts mehr und den haben wir weggeschickt. Der hat 2-mal Prüfung verhaut und beim 3. Mal haben wir ihn weggeschickt. Der war so tappi, also so unglaublich. Am Anfang war er noch gut, hat er auch versucht Deutsch zu reden und hat auch versucht Informationen, aber dann ist er nur ein Loser da geworden, weißt du, der hat einfach nichts mehr wollen. So in der Richtung, warum kriege ich so wenig Geld und warum muss ich so viel machen und warum muss ich so viel lernen? Und dann hat er mir gesagt, er ist Maurer und das in der Lehrzeit, weißt du, im 2. Lehrjahr, er ist schon Maurer und so. Und dann habe ich mir gedacht, na, du bist kein Maurer nicht. Dann hat er mir verzeiht, was er nicht alles sein kann und selber kann nicht einmal das Auto reparieren und Autoreifen drauf machen und so ein Schmarrn und die hat er immer vertauscht gehabt und Alter, Schwarzer halt aus Nigeria. Naja, nein. Ein Sprichmacher, sagen wir es so. Ja. Habt ihr jetzt schon 3 Kinder, weißt du schon? Jetzt ist er 27, glaube ich. Ja. Jetzt ist er in Belgien, ist er Frosterfahrer, so eine Art, also Gefrierfahrer, sagen wir so, nicht Frosterfahrer. Er fährt halt für andere Supermärkte, fährt er in der Früh um 5 oder wann fahren die 4 Uhr oder was, dann tut der dort Zeichner immer. Nein, nicht wirklich. Wir haben schon mal angerufen wieder. Ist halt die Sprache, weißt du, zuerst war Nigeria, dann Italiano, also Italien halt, und dann ist er Deutschland gekommen, hat er die Sprache noch ein bisschen gelernt, und jetzt ist er in Belgien drüben, muss er Französisch reden, und naja, nein, mit seinem Englisch kommt er schon durch. Das ist auch geschissen, sein Englisch ist geschissen, aber ist egal. Ja, ansonsten haben wir eigentlich nicht viel Arbeit da, nein. Ich, der Julian mit einer Mauertrockenlegung und Tiefbau, also Ausgrabungen, und wir haben auch einen Keller machen, und nein, wir machen einen Haufen Zeug eigentlich. Und die Maurer, die sind manchmal daheim, manchmal ja nicht, die tun Vormauern, putzen. Ich bin teilweise wirklich bei 3 Teams dabei. Wir haben ja das ein Team, in dem Sinne. Wir putzen, wir tun einen Trocker legen, wir tun Mauern, Vormauern, wir tun eigentlich ziemlich alles. Aber es gibt halt so Tage, wo der Markus beispielsweise aus Orgelsprach sagt, die braucht die beim Putzen, der Werner sagt, die braucht die beim Vormauern, der Stani sagt, die braucht die zum Grüngut wegfahren oder Grüngut roden oder sowas, oder der Julian, der braucht die eigentlich permanent. Das heißt, ich bin überall dabei und es macht da Spaß. Ich schreibe Material und Stunden jeden Abend und ich bin mit der also mit dem Georg Ehrenstraße bin ich die meiste Zeit immer beieinander. Aber jetzt hat halt der Georg hat halt ein Problem, der hat Meniskus, hat einen Riss gehabt, letzte Woche glaube ich ist passiert, und jetzt war, vorletzte Woche. Und jetzt war er beim Arzt und jetzt wird er 3 Wochen lang ausfallen. Und das ist natürlich schlecht für uns, aber der Chef ist schon da, der weiß schon Bescheid und das wird schon laufen. Jetzt laufen jetzt 2 neue Baustellen noch, in Moorburg und in Geisenfeld. Und das wird schon irgendwie laufen noch. Aber ich sag was, lieber ist er 2, 3 Wochen daheim und regeneriert sich, anstatt dass er im Oktober dann halt wieder kommt und hat Probleme dann und sagt dann, ich muss wieder daheim sein, weißt du, lieber 3 Wochen daheim und natürlich gibt's ja noch. Ich habe mir erst angerufen vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten habe ich ihn angerufen, da war ich leider etwas angetrunken und habe gesagt, schöne Internetseiten habt ihr, weil deswegen rufe ich an und ich war ja auch schon länger bei euch und ist die Katrin auch noch dort Chefin. Und die, wo ich erwischt habe, das ist ja vom Arbeiter die Schwester gewesen, die wo da praktisch jetzt im Büro arbeitet. Und die hat gesagt, ja, am Anfang hat sie gesagt, ja, ich kenne die, ich weiß, wer du bist, weil ich habe ja viel gearbeitet mit den Arbeitskollegen und auch ein bisschen, naja, du warst ja schwarz halt. Und ja, natürlich kenne ich sie, Alexandra. Und wie gesagt, da habe ich gesagt, ist Katrin auch da? Ja, sie kennt keine Katrin nicht. Weißt, kennst du R.I.P? Der hat doch, wenn er immer Kreditkarte oder sonst irgendwas einen Scheck ausstellen möchte, haben sie doch da so ein komisches Beutel da auf dem Dingens, da wo Gitterstäbe davor sind und der R.I.P. praktisch nicht zahlungswürdig ist. Und so ungefähr muss ich es dir vorstellen, beim Ethno, wo ich angerufen habe, und dann habe ich so ungefähr 20 Minuten mit denen geredet und Alexandra hat auf einmal gesagt, na, wir kennen keine Katrin. Und das ist aber der Chefin, habe ich gesagt. Du weißt aber schon, wer ich bin und das. Und na, dann hat sie mich dann auch nicht mehr kennt und das. Und so ist mir das so rübergekommen, als hätten sie ein Beutel von Christopher auf dem Schreibtisch. Und wenn der anruft, ja nicht, dass der nur mal bei uns anfängt. So in der Richtung. Ja. Na, das war schon lustig. Aber wie gesagt, na, denen geht's gut. Weil der Juniorchef hat ja übernommen und das. Und der Altchef ist auch noch da. Ich habe ihn dieses Jahr einmal schon gesehen im Moorburgund noch. Wenn man einen Moorburgund baut, da siehst du jeden. Und ohne Scheiß, ich kann mich im Moorburg mit einem Stuhl hinhocken und da dann jeden sehen.
und dann jeden zweiten wissen, wie der heißt und das. Also das ist verreckt, das ist brutal. 12 Jahre, wenn du den Morber gelebt hast und keine Ahnung. Die anderen wundern sich ja bloß beim Finsterer halt noch, aber nein. Wir haben auf Feld nur Baustellen. Also 2 Jahre kommen wir definitiv durch, aber das Problem ist einfach bloß, wer macht weiter. Ne? Na. Na, das, ja, in Wahrheit schon, aber der Bauleiter selber, wenn der Bauleiter nicht mehr ist, dann ist die Firma hinüber. Ja, ist so. Der Bauleiter ist ja derjenige, der die Jobs zurückbringt, auch Kleinigkeiten, wo der Maurer mal zwischendrin nichts zum Tor hat, dass er mal, was weiß ich, zu putzen oder was, jemanden aufschickt, der Pfaffer. Und wenn es ein bisschen Regenspur, Gegenstadt oder sonst irgendwas ist, ist es egal. Ja, er versorgt uns halt mit denen. Manchmal kommt es halt dazwischen rein. Wo Baustellen da sind, wo ein Team bloß da ist, aber hast 2 Baustellen. Das wird jetzt gleichzeitig jetzt anfangen in Mainburg und in Geisenfeld. Eine Woche vielleicht versetzt. Und das sind große Hütten, sind das. Ein 6-Familienhaus und beim Groß, das ist so ein Familienhaus, aber Bunkerart und doch schon groß eigentlich in der Hinsicht. Der hat auch Geld, aber nein. Der Groß, das ist so ein, der Markus hat mal gesagt, ein Jäger auf jeden Fall, der war schon im Internet und der ist auch sowas wie die Köche, weißt du, die Köche, die wo da berühmt werden, weißt du, im Internet oder im Fernsehen, wo du siehst dabei. Und so einer ist es in der Umgebung. Der hat auch seine Wirtschaft jetzt gerade noch am Laufen, das ist in Wolnzach, Pfaffhof oder Wolnzach. Reichertshofer ist das, in Reichertshofer ist das, wo der seine Wirtschaft hat. Und ja, nein. Der hat schon Geld, aber so ist es nicht. Weißt du hast bloß ein paar Maurer und du kannst nicht im Moorburg sein und gleichzeitig am Abend dann noch in Geisenfeld. Das haut nicht hin. Nein. Immer schon, ja immer schon. Keiner möchte beim Finsterer sein. Hauptsache beim Lauchermeier oder was weiß ich, im Moorburg dann bei anderen Firmen und das ist. Die halten es ja nicht lang bei uns. Das Dumme ist, da war einer dabei, der hätte es machen können, aber das war auch so ein Spruchmacher, der ist auf Oberfranken und dann hat er geerbt, er hat ein paar Millionen geerbt und dann ist er davon. Aber der hat alles, also wo der 2 Jahre bei uns war, hat er mehr kaputt gemacht, als er sich eigentlich für die Firma gut gestellt hat. Ja, das war nicht schön. Markus Winkler hat der geheißen, ja, nicht schön. Oh mei, aber wenn du sagst, der Michi kann auch nicht mehr richtig. Der Werner, der ist auch schon im Alter, wo er langsam brüchig wird, was er Kreuz weh tut. Der weiß nie, was ein Werkzeug ist, wo ich sag, Kruzifix, kauft er halt einmal so eine Box. Ich hab ohne Scheiß mehr als 64 Werkzeuge in 2 Boxen verteilt. Fürs Putzen, fürs Bitumen und fürs Mauern und eigentlich fürs Mauer trockenlegen. Ich hab 2 Boxen und das sind 60 € gewesen, was schon. Alles drin. Was ich brauche, das nehme ich mal aus meinem eigenen Kammerl, wo das Radl drin steht, Renate Radl drin steht, wo das Mauer trockenlegen ist, Teig drin ist. Ich habe halt mein kleines Kammerl. Jeder hat sein kleines Kammerl bei uns. Aber der Werner, naja, wo ist mein Keil, wo ist mein Hammer, wo ist mein Wasserwagen? Da sag ich, das sind 3 wichtige Dinge. Hast du überhaupt ein Messer? Na, habe ich auch nicht. Und so kommt der jeden Tag dann oberst schon. Das ist katastrophal. Und jetzt arbeitet er schon mehr als 30 Jahre auf dem Bau, weißt du schon. Dead. Ja, mei. Der Markus, der hat ja Zwillinge, da war ich letztes Wochenende auch wieder draußen, habe ich am geholfen. Und die werden auch immer älter und die sind jetzt auch schon 4 Jahre alt und mit denen kann man auch mal reden und das und ein bisschen Spaß machen und das gefällt mir schon jetzt so bald. Und das ist halt was anderes, da mit denen habe ich mich immer gestritten, weißt du, mit dem, keiner verträgt sich mit dem. Wenn es dann Praktikanten, ein Lehrbuben, Orgelspicker. Bei der Beiber hinten draus. Ist das überhaupt Beiber noch? Beim Senninger draus, weißt du schon? Beiber, genau, ja. Schaubeck, ja. Na, beim Senninger halt hinten raus. Ich glaub, ja, Tommy käme ich da nicht aus. Aber da hinten raus einfach, da wo du der Pöbenhausen fahren kannst und die Autobahn auffahren kannst, weißt du schon. Beim Senninger, ja. Bei dem, ja. Genau, ja. Irgendwie jetzt mit dem Hildebrand zusammen mit der Baufirma und so ein Schmarrn und was weiß ich. Ja. Na, mei, läuft. Aber ansonsten ist halt, ich hock teilweise bis 18 Uhr im Lager drin. Materialstunden und das. Und dann kommst du erst heim. Ja, natürlich. Weil ich bin nicht so Arschloch, weißt du. Ich bin nicht so einer, der sagt, ach ja, wir haben gearbeitet da und da. Und ich schreibe auch die Stunden von den anderen Leuten, weil ich mag kein Handy nicht haben, ich mag's nicht mitnehmen. Ich bin ja auch so einer, der es nicht in der Tasche hat. Ich hab's bloß im Rucksack drin, weißt du, das Handy. Aber es ist nur für Notfälle eigentlich. Nein, gar nicht. Ja, du weißt ja, dass ich nächste Woche Geburtstag hab. Ich hab nächste Woche Geburtstag und spätestens habe ich dann halt vielleicht einmal einen Anruf von der Mom. Ja.
Dass du am 4.2. hast mit Modstam, das weiß ich auch noch. Aber dass ich am 18.3. hab, das weißt du nicht, oder? Jetzt bin ich mir eher mit dir zusammen gewesen, als mit meinem eigenen Vater, weißt du schon? Sehr komisch. Ja, ist so. Ja. Na, du weißt schon, das ist so, wenn du in Österreich 2 arbeitest oder länger arbeitest eigentlich als in Deutschland, dann kriegst du automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft. Und so kommt man das bald vor, dass er da unten schon lebt, weißt du schon, weil der arbeitet ja wirklich weit unten in Österreich. Und deswegen die österreichische Staatsbürgerschaft, die wird dann schon geben sein. Oder, ja. Nein, ist so. Gar nichts. Nein, das wird er geben. Oh, Tommy, da weiß ich nicht. Du kannst auch von Nigeria oder England kommen, das ist egal. Ja. Nein, da kannst du mehrere haben, glaube ich. Das ist ja, es geht ja um die Steuern, weißt du, es geht ja um Steuergeld. In Österreich ist ja nicht so wie in Deutschland. Ja. Na, der arbeitet schon so lange, dass er die österreichische Staatsbürgerschaft gewiss schon hat, weil seit meiner Kindheit weiß ich ja schon, dass er jedes Wochenende unten ist. Ja, na, passt schon. Na, ich hab nichts gehört von ihm. Spätestens am 17. Mai, da wo er Geburtstag hat, da werden wir anrufen. Das war's. Ja, ja. Und was, sag mal, na, von der doch gar nicht. Die ruft ja nicht einmal an, wenn irgendwas war oder was mit, null. Wer kann nicht wissen, wo es arbeitet oder was tut und der Hund, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch da ist, weil der ist ja auch schon blind gewesen, damals vor 2 Jahren schon, glaube ich, oder? Vor 2 Jahren ist der schon erblindet. Amei. Natürlich, da vielleicht noch leben, aber das ist kein Leben nicht. Renate zum Beispiel, die hat jetzt auch einen Krebs und der Hund, der ist jetzt schon 17 Jahre alt, glaube ich, und hat jetzt auch nicht sitzen, hat's Krebs. Ja, das ist ein englischer Hund irgendwie, so Kurzhaar, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Terrier, Scherier, irgendwie so, ich kenne mich da nicht aus mit den Hunden da, aber na, einmal und wie gesagt, jetzt hat's Krebs und sie scheißt umeinander und jetzt mal muss blären und dann sage ich, warum machst du die Arbeit überhaupt noch? Lass nicht einschläfern noch. Und das sagen wir schon seit Jahren und das, aber sie hat ja nichts mehr, weißt du, der Chef ist ja nicht mehr da, hat bloß noch eigentlich einen Junior-Chef halt und naja, jeder zieht aus, auf gut Deutsch und die Erna hat's noch, ja, und die ist auch im Krankenhaus zurzeit. Mei. Das ist Freundin, die beste Freund, Erna heißt, ja, die kenne ich jetzt mittlerweile auch sehr gut schon und die hat auch Krebs und seltsamerweise, weißt du, die Frau vom Georg Ernstraße, die wo wir alle bei Kurve hat, der Bauleiter von uns, die Freundin, oder besser gesagt die Frau, die hat auch Krebs und jeder hat, was Krebs da und hier und da, wo ich immer sage, das liegt doch am Essen, oder? Das kann doch gar nicht sein, was die da für Chemikalien da reinpumpen und das. Ja. Okay. Oh Mann, oh Mann. Da sieht die 90-Jährige auch noch mit dem Auto fahren. Auch wenn sie einen dritten Gang noch drin haben, aber trotz alledem, die Kanten, ja, das ist brutal. Ich hab schon allebei zu deiner Mom gesagt, bitte fahr nicht so schnell ein Geisenfeld rein. Weil jetzt mal ist dann beim Kreuz oben, dann ist immer schneller geworden, hat schon 120 drauf gehabt. Ja, das kann ich noch gut einschätzen, das weiß ich haargenau noch. Und das ist, war jetzt mal, wo wir einkaufen gefahren sind. Das weiß haargenau, wie sie da tut. Das war schon lustig, aber. Na, das darf ich auch nicht empfehlen. Ja, ja. Okay. Scheiße. Es gibt da Anfänger oder so, was wir im Pfaffhofer letztens gesehen haben, die wo einfach mitten auf der Straße parken, so in der Richtung, steigen kurz aus und schauen, ob das Licht noch geht, währenddessen eigentlich hinter dir eine ganze Kolonne ist und du möchtest eigentlich über die Kreuzung fahren, weil es Krähe ist und es geht nicht. Das war jetzt gestern war das, wo ich mir dachte, was ist mit euch los? Fahrt halt am Parkplatz nach und dann schaut's nachher oder so, oder? Weil es gibt schon komische Leute. Ja, na. Tja. Und die wo in die Stadt reinkommen und das im Randgebiet, das sind teilweise Ausländer, weißt du schon, was wir jetzt ja gerade haben. Ja, na. Wie weit seid ihr überhaupt schon? Oder was tut's gerade? Oder wo seid's gerade? Hey, Grennerberg ist sowieso immer geschissen. Darf's nicht ringen. Ja. Ja, ich seh's, Freunde. Wir sind halt zu 5. Mal draußen, aber komischerweise, letztes Jahr hat auch keiner irgendwie Draht aufgehängt. Kein großer Bauer nicht, gar nichts. Ja, warum wohl? Wegen einem Bauernstreik vielleicht, aber es ist ums Wetter gegangen auch, weißt du.
es hat nicht gefroren, es war nicht richtig hart oder was, und wenn es dann, da war es fetzt kalt noch auf einem, das haut nicht hin. Das habe ich zum Stani auch schon gesagt. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Okay. Oh, ja. Oh mei. Und meinst du, dass der Hopfer treibt dann, dass du sagst, du musst jemand zum Helfer einstellen noch, 2, 3 Leute in die Abrei oder? Mhm. Ja, wenn er treibt, war's schon. Das hat sich ein bisschen geändert, oder? Ich mein, mit der Abrei, oder? Ja. Nächste Woche soll es nochmal kalt werden. Ja, ja. Aber hast du jemand dann? Hast du dann jemand? Hof schon? Weil- Ah, okay. Oh. Ja, ja. Ist das der Typ, der wo in Richtung, wenn's Richtung Rottneck fährst, beim Niedermeier da unten? Ne? Ja, ja. Ich weiß schon, ja. Sind eigentlich zu dritter dann immer, ja. Der Finsterer? Okay. Wer? Der Finsterer? Ja, Tschöppe, aber die ist in Münger um. Nein, nein, also das ist nicht der Finsterer selber, Manni. Nein, nein, ein Schmarrn. Beim, ich verstehe schon. Beim Niedermaier da unten, bei der Tischlerei, Schreinerei, je nachdem was ist. Ein Schmarrn, da muss ich mal hinschauen. Mhm, ja, das gibt's nicht, ha. Es gibt fast keinen Finsterer in Deutschland nicht. Das sind vier Firmen, die sind Finsterer in Deutschland gibt. Da muss ich hinschauen, das gibt's nicht. Da muss ich meinen Chef fragen. Nein, nein, passt schon. Nein, hat er nicht, in dem Sinne. Nein, nein. Hä? Okay. Na, da muss ich mal schauen. Weil wenn da was Reisinger, weißt du, wenn dann Reisinger oder was, aber na na. Hä? Echt? Ja, ja. Man, es gibt Evi und es gibt Schöppe, aber die Evi tut das nicht. Die ist im Büro drin bei uns, weißt du, deswegen, na. So eine Schwester kenne ich von ihr nicht, muss ich mir selber nachfragen. Ist ja geil, okay. Ja, mal vielleicht heißt einer finsterer, aber da hat keiner geheiratet von uns oder was. Es gibt halt bloß vom Kugler, die haben jetzt zusammen geheiratet, aber die heißt der Ziegelmeier. Kugler, jetzt mittlerweile. Aber das hat mit dem nichts zu tun. Das ist Zufall. Das ist Zufall dann, ja. Okay, da muss ich nachschauen. Na, passt schon. Nicht schlecht. Weißt du, jeder fragt immer so in die Richtung, es heißt finsterer, geht's nur schlimmer so in der Richtung, weil wir sind mal verpönt. Wir sind mal eine gute Firma gewesen, oder sind es immer eigentlich nur, aber wir sind immer verpönt, weil es ist immer teilweise, läuft ein bisschen was schief, weil unser Traumtänzer, das ist, habe ich die damals auch immer genannt, weißt du, wo ich dir immer was gesagt habe, das kann man mal ein bisschen früher machen, wie jetzt das da immer von der Opfermaschine und den Schmarrn halt, wo wir uns einmal geärgert haben, oder wo ich mit dir einmal gestritten habe, einen Tag einmal. Solche Geschichten, aber der Hans ist schon ein gescheiter Traumtänzer, ehrlich gesagt. Und mei, lasst halt ein bisschen laufen, weißt du, er braucht die Firma ja nicht. Er hat sein Geld beieinander. Geht bloß um die 10 Jahre oder was von der Steuer und das, dass er wegkommt und das von der Übernehmung, dann da war er frei. Er kann die Firma eigentlich, braucht das nicht. Weißt du, wie man, der ist jetzt raus aus dem. Und es läuft halt nebenbei, aber weißt du, wir haben halt Kundschaft da. Die kommen vorbei und wollen von Rottneck zum Beispiel, war letztens einer da, der hat ein bisschen Eisen braucht und hat mir das erklärt, was er da am Zaun machen möchte und das. Und dann habe ich ihm das hergeschnitten und das. Solche Kundschaften. Und deswegen warte ich halt bis 18 Uhr oder teilweise, wo ich einfach mein Material Stunden schreibe oder für den Kollegen vielleicht ein Bier trinke oder was oder 2 oder 3 oder je nachdem, was ausgeht und halt quatscht über den nächsten Tag oder wie die Arbeit weitergeht und so ist eine Firma, die organisiert auf jeden Fall ist, definitiv, und die keine Fehler macht in dem Sinne, weil wir sind ja schon immer dahinter mit den 3 Jahren, 5 Jahren und 30 Jahren, da wo du einfach Garantie geben musst und wir reden auch viel miteinander, untereinander und das und ja, nein, es ist nicht irgendwie eine 0815 Firma. Definitiv nicht. Nein. Wenn du was brauchst bei unserer Firma, du findest das und du kriegst das. Fast schon so in der Richtung. Und wir sind auch für die da oder so für einen Tag, aber nicht für eine ganze Woche, weil wir haben ja mehrere Arbeiten auf mehrere Baustellen und das.
Das ist ja nicht nur verputzen oder mauern, das ist teilweise wirklich auch, wenn du mal ein Dach eindecken musst oder sowas, das haben wir auch da. Und aber es sind halt nicht die Jüngsten da, verstehst? Ich bin der Jüngste, die Julian ist der Jüngste und das war's schon wieder. Und dann geht's halt los mit 40, 50. Mit 40, 50 geht's halt dann los, weißt du schon. Weil ich bin auch schon 37 gewesen das Jahr. Nein, also. Ja. Na gut. Aber sagst du Oma einen schönen Kurs? Habt ihr es jetzt, ist das jeden dritten Monat bei euch oder wie? Wo ihr eine neue Helferin kriegt? Oder wie war das nochmal? Ja. Hm. Hab ich die nur kennengelernt? Ja. Hab ich die noch kennengelernt? Weil ich glaube im November oder Dezember war ich bei euch. Die hat sich auch einen Tisch geguckt damals, wo ich euch besucht habe. Hat die so geheißen dann? Ja, 45 habe ich eigentlich eher gemeint, aber 40 ja. Die wo auch selber Kinder hat. Die wo freundlich war. Die wo geraucht hat am Balkon draußen in der Früh. Kann das sein? Was die? Na, kurze. Deswegen war es November oder Dezember. Eins von beiden. Ich weiß nicht mehr, wann ich bei euch war. Die hat ein bisschen Deutsch können, weißt du, die hat's verstanden, hat's aber nicht reden können. Mhm. Dann habt's eine neue jetzt auch schon, ja. Ja. Ich hab's mit 195. Okay, krass. Ich habe im Durchschnitt habe ich 180, 195, obwohl ich nicht viel trinke jetzt zur Zeit, weißt du schon. Mei, ja. Ja, ja genau. Ja, wow. Ja, mhm, ja. Aber was? Na, das hilft ja nicht, Tommy. Wie ist denn das, wenn du ein ganzes Jahr da bleibst? Die Familie daheim, die wartet ja auch auf die. Nicht aufs Geld, sondern auf sie selber halt noch. Deswegen jede dritte Monat, das ist schon nicht schlecht. Ein ganzes Jahr ist schon ganz schön fies. Das ist wie, als dass du im Ausland leben und darfst jetzt für jemanden arbeiten und dann kommst du heim und hast zwar dein Geld, aber ein ganzes Jahr ist vergangen. Weißt du schon. 3 Monate sind schon in Ordnung. Ja, okay. Jesus. Ja. Oh. Mhm. Ja, oh, ja. Du kannst nicht erwarten, dass die ja Deutsch reden, weißt du. Das kannst nicht erwarten. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Wow. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ja, jetzt das. Okay. Ja, der Walter ist ja sowieso für sich selber. Ja. Ja. Ist da Rinderbrühe drin? Ja, ja. 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 Okay. Na. Tja, das. Ach du das. Heute war ich schon beim Zahnarzt. Du kennst ja Güttler, oder? Güttler. Aber Güttler gibt's ja nicht mehr, weißt du, seit letztes Jahr 27. oder 26. Das ist, das ist kein Türken, das ist ja Inder eher. Der Kumar. Kumur heißt er, Entschuldigung. Ich sage immer Kumar. Sie fix. Ja. Mhm. Ja. Ja. Das ist egal. Ja. Frau Koller. Ja, ja. Sie ist die gleiche, aber
Damen sind jetzt anders da, die sind gekündigt worden anscheinend. Die türkische Dame, die kleine, die junge und die etwas dickere, die sind weg. Es hat sich nichts geändert, Tommy. Nichts hat sich geändert, bloß der Typ selber, der ist vollkommen in Ordnung. Ich war jetzt, dieses Jahr war jetzt mindestens schon 9-mal drin oder was, das ist voll in Ordnung. Ja, kann man schlecht einschätzen, das ist so ein Asiate, weißt du, so kann man eigentlich sagen, dass er 10 Jahre älter ist. 47, aber ich schätze ein, dass er so 40 ist. Das kann man schlecht einschätzen bei ihm, ich habe ihn nicht gefragt. Aber ist ein netter Kerl, ist kompetent und du kannst ihn mal fragen und der lässt sich auch richtig Zeit mit dir. Kundschaft ist dann so, schon wichtig, aber heute hat er 13 gemacht, hätte bloß einen machen sollen. Weil die Rezeption, Koller ist dann gekommen und hat gesagt, ja, es wartet schon auf dem Stuhl, 1 wartet schon die nächste Person. Und er hat schon den 3. Zahn bei mir heute schon gemacht. Ja, nein, ich kann mich gut mit dem unterhalten und das, ich sag auch, was ich bin und was mir schmerzt und das und, mei, keine Ahnung. Das ist ein super Kerl, ehrlich gesagt. Auch die Damen sind gut drauf und, mei, na. Der Kumar, Entschuldigung, ich sage immer Kumar, das ist amerikanisch, das ist so ein Schauspieler irgendwie, immer sage ich Kumar, aber ich sag Kumur zu ihm, aber ich weiß, Kumar darf ich nicht sagen, weil das ist eine Beleidigung, weißt du schon. Das ist ja nicht mexikanisch oder so. Ich denke, dass er ist schon Deutscher, er kommt aus Eichstätt auf jeden Fall. Und mein Arbeitskollege, der hat gesagt, er hat noch mal gesehen, weil er wohnt ja nicht weit entfernt von dem Zahnarzt. Und er ist einmal rausgegangen und hat einmal gesehen, dass er am Stadtplatz umeinander rumpelt und er meint halt, dass er schwul war. Aber der ist definitiv nicht schwul. Definitiv. Er hat ihn bloß gesehen, wie er gegangen ist. Aber glaub mir das, wenn du, sag ich jetzt mal, 11 Stunden lang als Zahnarzt an einem Tag umeinander handwirkst und du redst mit der Kundschaft, die ist weiblich, die ist männlich und da kannst nicht anders da als verweichlicht werden, oder? Da wärst du blöd, oder? Deswegen, wie er den gesehen hat, dass er da so komisch rumgegangen ist, das tut er. Das tut er, ja. Du kannst auch sagen, wenn der irgendwas da oder hier schmerzt, dann macht er das sofort. Und also das ist, bei der Küttler war es halt anders da. Es war halt eine Frau und sie hat halt immer bemuttert und sowas und die hat's halt, ich sag ganz ehrlich, ich möchte nicht best dahergehen, aber die war nicht so richtig fit dahinter. Da hast du nach 2 Monaten schon wieder was gespürt oder ist was weggeplätzt oder was und hast wieder hingehen müssen. Und da, ja, und das macht der Kumar nicht. Der Kumur macht das nicht. Der zirkt der 10, der macht alles. Der hat, das habe ich, mit dem habe ich schon durchgeredet und das, der macht alles. Du musst nicht nach Ingolstadt oder sonst irgendwas. Der hat 3. Ja. Da habe ich schon mal so einen schlechter gehabt. Der hat er mit der Angelschnur, mit der Angelhaken hat er noch umeinander da und hat er eine Kerzen gehabt, der was heiß gemacht hat und ja, man denkt, oh, wo bin ich da gelandet? Das war glaube ich, ein halber Meter von einem Licht war das, wo auf mich gescheit, das war das erste Mal, wo ich die Augen zu haben machen müssen, weil ich mir gedacht habe, ich bin intensiv komplett in der Notaufnahme oder was. Das war eine Katastrophe, war das mit dem. Da habe ich gescheit Blut. Das war der Tag auch, wo ich im Bus geguckt bin, wo die Mami nicht abholen hat können. Wow. Die sind schon raus. Und ja. Okay. Weiß ich nicht. Ja. Ja. Passt schon. Ja. Ja, sagst du Michi auch mal einen schönen Gruß, wenn du ihn wieder hörst. Ja. Ach Schmarrn, schon wieder. Okay. Ja. Ja, freilich. Aha, der Hundling. Hat er schon wieder 2 Urlaub? Drahtaushänger ist gut. Drahteinstecker ist halt das andere. Wenn der Wind geht, dann ist immer geschissen, aber ja, mei. Es kommt darauf an, wie es kalt ist, weißt du, mit dem Aufhänger. Das weißt du selber bei mir. Wo ich da einmal von der Kanzel gesprungen bin. Ich gesagt habe, das ist mir einfach 2. Jetzt sowieso nicht mehr, nein. Aber die meisten, oder sagen wir 80% der Bauern, die hängen jetzt erst gerade auf, weißt du, oder Stecker ein, was. Das ist, mei. Hm. Ja, nächste Woche soll es wieder kälter werden. Am Samstag soll es eigentlich auch noch mal regnen, aber das war's dann schon wieder. Eigentlich sollte es heute gar nicht regnen, weil vielleicht war das wieder von morgen. Ja, ja, na gut. Sagst du Oma einen schönen Gruß? Sagst du am Walter auch mal einen schönen Gruß, weil der hat die gleich weitergegeben. Da wollte ich eigentlich noch was sagen, aber der hat schon weitergegeben gehabt noch. Sagst du Walter auch einen schönen Gruß zu fix? Der Hundling. Ja,
wenn ich was von der Mom her, spätestens am Montag, weil sie mich vielleicht anruft, mal schauen, was tut und treibt und keine Ahnung, weiß ja selber nichts. Ja, passt schon. Okay, Tommy, na dann. Guten Appetit und schon mal gut Nacht, Avidere. Ja, gern. Merci, gell. Avidere, vierte. Maybe wir vorbeischauen. Am Sonntag vielleicht. Sonntag hätte ich Zeit. Aber da hingen die nicht auf. Aber die vielleicht sticken sie. Why and because I'm doing this LA blog. Okay, here we go. You have to reach 22,400. We just get a 20K6. Okay, that's why we're in here. So I just talked actually to my Bavarian German uncle in here, and sorry for that one. I like it, Sometimes you're calling. Actually, I'm calling. Talking about my grandmother, my other uncle. Nah, I grew up actually in the farmerhood. Sorry for that one. So let's go to P, and let's see. Next weather condition says rain again. Ah, hell. Smells like food, god damn it. Who was cooking today? Actually, I'm cooking every day when I want. Now I'm talking to myself. There's the mirror, right? Like actually Putin from Russia is actually standing in front of the mirror and just saying, ha 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 ha. I'm going to be the next president anyway for the next 6 years. Yeah, whatever. Trump is crazy. Putin is crazy. We in Germany, we're waiting actually for the atom bombs from Russia or from America. So the next years are unsure. You're only waiting for actually the light blindness actually from atom bomb. Yeah. So fuck it. It's not worth actually to go to the work anymore. This conflict is not actually only politic. It's about the craziness, overtaking some right by bloodiness and killing people every day. Totally useless actually in our time age. Why this happens anyway? Seriously, it is. Oh, I'm sitting right now again. Oh, what happened here? It's kind of, I have many chips in my brain. One is talking, translate German to English. The other one is actually just sitting down, trying to shit. The other one is into the music, what I have in my earplugs right now. I think I'm going crazy here right now, right? But actually, since my childhood, I know what's going on in here. No, I'm a fine ass. No, I don't. I'm an asshole. I'm a totally ridiculous guy. I have no girlfriend, no license to drive a car. But playing actually video games like CarX and drift racing online stuff, and fuck this shit. I like drifting. 28 years I was driving bicycle. Now I don't want anymore. I'm more addicted like beer and drifting, playing some video games and stuff, and sometimes making music, and I don't know. I'm just lonely. And sometimes I'm like it to 80% actually in my life. I like it to be a single, to be lonely, to nothing have and hands to do, and more into work then. Because my childhood was always working as well, and I loved it, I liked it. Still, I not want to say I was get forced for it. Since my 6th year, I just worked actually on a farmer herd, and I loved it. And you know why? Right now, I loved it as well, because my body system is not like pussy man. It's actually something else, Not Arnold Schwarzenegger, but I'm not actually pumping muscle stuff with actually iron or something. I'm just working. It's just, if you're just eating yourself stuff, you just give with you and all these blah blah blah. And I don't care on me. I'm smoking hard. I'm drinking hard. And I'm very close all the times to say, oh my gosh, I can't actually work because I have soda burn or just breath less or something at work. Sweating a lot, like 2 or 3 liters a day. Or in an hour. I don't know. I don't care. If I'm dying, I'm dying. Nobody cares on me as well. Only my uncles and my grandmother.
The rest of the cheese of the piece, they don't care, and I don't care. Wow, I need to call all the times my, you know, family. Where actually there is no family actually together anymore. Was not the reason of my sister or myself. They created that mess. Never excuse yourselves. Like you bring up in a company, in a factory, actually, like a robot or something, and just you doing your work. Don't thinking about others. But the problem with myself, something is thinking about some others. They created me or some this crack. Well, I don't know how to explain. There was the Patchwork family as well. Every second day I'm thinking on them, because every day I'm thinking about actually my first love in my life. Especially in the morning time. When you have to go to work. Yeah. Was today? Just go away! What kind of... Oh, we have actually 10 minutes before the clock is actually ringing. So, why I'm so reacting today? I'm so sorry. And the cuddling again then. That far out. God damn it, you need to actually go in the toilet. So it was a little bit early today in the compound and construction site. Alright, now I'm fit in this. Grab some beer. Hey, squirrels, what's up? Ah, hell. Open it up, maybe, girls. Food. Ah. Oh, well, the cigarette is smoking by itself. You got nice shoes, my mate. Wanna show it? Wanna show your feet? God. Mold 43 Cam Block shoes. Dull boy. They fitting. Somehow the skeleton, the 46 actually fitting. I mean 46 on the size. 43. DC. Wow, the background looks nice. Rainbow. The back is dark blue, something better saying. And then there's the facility actually running off in the compound, getting the smoke out of the chimney. That looks fantastic. There's a bird on the chimney as well on the other one. Everything's actually good. What the hell? It's just, what the hell? There's nothing in there anymore. 18 o'clock and 33 minutes after. Hello, Shiner. I hope you have me on camera right now. I don't think so, but you actually listening to me. Welcome back actually to CarX Part². And Los Driftos never rain the night. It's part 300. It's me, Bear Christopher. Yes, I hope you have all my IDs and my, I don't know, something from the bank and all these stuff. Very much digits and stuff, this, you know, and you want to know something more? Could be faking around. It's my Unijiri Yamamoto Sapporo I'm living. And I'm 36 years old, going to 37. Guess what is my wedding is actually the shitness date actually for birthday. What crack? Yeah, because China is always, you know, proving with cameras, and they really are actually, the peoples are living like in a robot company or something. They just doing his work and doing his taxes and doing here and there and driving cars and getting all the time spionaged actually with cameras around, like maybe in America as well, they're starting up. What kind of a life is this in China, eh? North Korea is even sillier than China right now. In China, you're just a ghost. You're nothing worth anymore. You're just a living person who work for cheap products to sell that to European. All this shit, you know. What kind of a crack is this? Sometimes I'm wishing that bombs are falling, but the other one is if you just played Fallout and you know, or there was Stalker or something like a video game, and you know that takes 300 years to get away the smoke, you know, from the atom bombs, these kind of mushrooms, and giving away actually atom radiation, all these stuff, you know.
I don't want to live actually 300 years in a bunker or maybe 100 years or something. This is crazy. I don't want to live there. Maybe I meet my first real girlfriend, you know. No, I just really... There's a bomb coming, I just want to run into that bomb. Fuck life. I like working. I like life. But sometimes I'm thinking, fuck this shit up. I lost my YouTube account. I lost my PlayStation Network account. Both the same name, DefRekka. Then I lost this year, actually in 18 January, my Google account. Because the Japanese side actually on Yahoo was saying actually no foreigners anymore. Holy shit, you know. Too many stuff I was going through actually the last 2 years. On digital shit. So that's why I'm here and waiting actually for nothing else to drink myself. And doing a little chilling about drifting stuff, you know. So cheers up. Campaign and strawberry seed, so let's go for the next stream. Well, honestly, arigato domo for watching a little while. Let's go. Ganbarimasu. Oh, controller's gone. What the hell? Come on, what the hell? Alright. Slow is numbered 86, right? Well, Genki Desk. 511 XP. Just amazing. Cheat and bonk. Cheers out. Shall I go online or something, this crack? Let me know.
Wow, comments, well, here down below. I think that was my first car in this game. The DjVolgin. No, I think it is. Oh, hell. I feel so uncomfortable right now. Ce ciapcă pe aia nu știu, aveți să duci, să duci ca pe rost direct spielen. Mashallah. Oida, voll durchgeschnitten da. There's so many CarX near my arms. Gamarimasu. Every car is so different.
a 682, right? Just a 2.5 minutes and a 600 fucking XP. If you go online and you're doing actually this in 2 minutes, you maybe earn 100. This is bullshit. Single player makes actually 10 times more points if you want. The same hour. But sometimes I'm slacking around talking to you guys, right? So sorry for that one. So, well, everybody got some little history, you know, to deal done with. There's a proof for that car. I don't want to drive it, mate. Oh, that's the Panther M5. That's actually a Mazda as well. And it looks so awesome. It's kind of these MR5 newer model. That looks great. But can a deal done actually with that old version for 20 years ago as well? Let's see. Let's play the same one again. Oh, I like to drink beer. Enjoying myself, talking to myself. Being dull. Mach mal deine Beine nicht so breit, junger Mann. Tequila. Excuse me. Whole thing needs to be actually to say, I'm drinking beer. Alcoholic stuff, it bubbles. Something missing, eh, bro? Cheers up, boo. Guyver Mac, eh? Think I gave you the name, not actually Guyver Mac, instead of Gruber Mac. Mac Gruber! Lalilulilo! Niet de mond zo hangen, jongen. I'll be there, homeboy. Voll daneben, Alter. What a weird day. Is that Japanese watching again? Something's crack? Gamarimasu. Yeah, that is music, dude.
26, right? Awesome music, dude. Only a 400. What the? What? 100k? Okay. So listen up. This 100 XPs are missing. Weird. The car don't bring XPs. It does a great job in point making for a slow car. A 241 instead of a 2.5. But only a 500. What the hell is that? So the new model looks good. Being aerodynamic style, the suspension is actually very best. But the original old, actually MR5 on the Mazda is better than this car in here. Why? It looks so great. No. 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 Can add Mazda, actually the M5 is looking very much good, but not good enough. But makes more points. Because I started off with these one DjVolgin account I have right now. Okay, maybe that's why. I do not know. I love that car. Like it. Next vehicle. P30. Bimmy. Looks disgusting. Want a part on this and here and there, blah blah blah, blah blah blah. Nighttime? Here we go. Ugly car, nighttime ride. No, just joking. I like nighttime. Comparimas. Oh, that's a nice song. Cushy son. Tap your hands, ears. Oh, why is the skeleton weird looking now? It's like, I am looking to your live stream now. I'm very not busy anymore on my cell phone anymore. Now I'm watching you, Bo. Cheers up, Capanos. Robbie Silly, so Luke's got the next stream. I think it's gonna be actually a heavenly, yeah, to say the clouds are gone. We're seeing again the starlights. I mean, yeah, starlights, yeah. My English German, sorry for that one. Tequila, tequila. Ganbarimasu.
622? Oh, come on. There was a lot of action in here. That was weird. And I am going to toilet again. Hey, hon. Rage! And I'm standing in front of the toilet. Pain! Life is gone. Today there was a construction worker earlier. He was working for us a long time ago. Since 4 or 5 years now he has his own company. Digging deep on all these stuff. Excavation system. Sometimes he's whizzing at us and leaning something. Saying I need that one a bit here around and just give it to you back and all this stuff in the company. He got 2 children right now. He's a little bit lousy fucked up. He's a year older than me. But he's a fine ass guy, definitely. And then he got actually another construction worker from our company. He's just gone. I think he's cool as well. Motorcycling, cars, and having a child, and I don't know. Everybody got childrens. In my situation, I have to say, no childrens. This is not okay. But you never know. May the surviving Russia and America. This shit, you know. Another Hashigo. Another vehicle. Nashigo, Hashigo. 85. Pump it up. Pump it up. Already pumped it up. What did the earplugs don't want? Moving around the world. Alright, we got a V8 in here, right? V8 in this vehicle. My sorrows for that one. A 265? CarX Drift Racing Online D.R.O. the Bane.
which is up behind the Strawberry City, so let's go to the next stream. I have to say, I like what I did today on the YouTube stream, live stream. So I give a little like. What you doing? I don't care. You wanna subscribe, give me the bell and all these stuff and liking me, I don't care. You know, I know that these hustlers are saying, I need that commercial crack. If you know, if you're comfortable or something, just act like a little bit in here. I don't need the money for that shit. Barely have to say I want to live under the fucking bridge or something, not working anymore and dying, you know. That's the part of my life. The other one sees actually I want to grow up with this and just helping out where I fucking helping can. And the other one is saying, just die. Fuck off. Life sucks. You're dying anyway. Blah blah blah. The other part is a help a dude syndrome from Pisces, you know, zodiac signs out. Sorry for that one. So, grew up by working very early in my childhood. And, don't know. And God thanks I was working my childhood. It helps a lot. And your healthiness, and your power, and your muscles, and all this stuff. Dull, maybe I am. Definitely. I'm very hardcore dull. I'm the worst dull boy ever on earth. Yeah, maybe. Good comedian. Sometimes actually making good music. Every second day helping persons out, even meanwhile in my construction work. Holding the ladder or something. Came back actually from the roof. Go to the neighbor. You need some help on the crack. Then the wife is appearing. That was today. Kind of, she was asking, so you watching on my, you know, husband? I say, yes, I just saw he wants to come back actually from a ladder from his house roof. Need you help? Because maybe the ladder sometimes, you know, making some weird things and the person is actually dead down on the floor and all this stuff. What are you doing at this time? And she was saying actually she calling a number to get actually the emergency actually ready to clear up with these, you know, emergency call and stuff, and you know that doesn't matter for that one. Just ask her, do you let him down actually on the floor and you go back to your room and waiting that your husband is maybe dead, or you just have another option to call something? And she was calling. She was saying then, yes, I just want to call then, you know, particularly number 112 110. That was very funny. 2 days actually with today on this construction side, and I'm watching all the times neighbors, what we doing, cutting actually some trees and all this stuff. And the time is over in Germany for restrictions that you have at the 1st March stopping because the birds want to nest, the nesting. They just won't having, you know, making his eggs and all the stuff into the trees. And in Germany there's a restriction that you can, I think it's from November to April, or better say the March, that you don't cut trees or something and all this stuff. And so that was one particularly part of me, the side by my neighbor, that I just asked not about this one. It was like helping out and just find out if this neighbor for the other neighbor where we're working actually as a construction worker, or is they are connected to each other and they're friendly, you know. That was one little part. But the bigger part was for the safetyness, actually for the actually young person voice it out. A guy coming up from the roof down below, and it's helped. Couldn't, you know, I don't want to have somebody dying actually nearby when we're working on the construction work, you know, so I don't like that. Helping him and just giving you some tips, not tips, I mean, some kind of, what's that in English? Some extras. What's the best for you? You can help yourself the next time you're not doing it wrong or something, this crack.
ideas. Here we go. You know, sorry, my English. I'm German Bavarian, so I'm not an asshole. You know, I am for myself. Firstly, I'm helping other persons, but sometimes there's a reaching a limit. You know, all the times trying to get me a Sunday free or something. This crack. If I have a girlfriend or something, this crack, my life is not like what I want to live for, you know. And I'm fearing that and hate that. So what are we doing? Atron? Tequila! Sierra tequila. Limited edition in Porto. Maybe there's a little bit cocaine in there. This. Shipping everything right now with cocaine or something, this crack, with all this stuff that they're dealing in, comprehending everything else into bottles of wine, bubbled wine, tequila. I don't know what I'm drinking here right now. Is it Mexican or is it actually produced in Germany? I'm not sure. The whole world is a lie, right? Oh, it's just a centimeter of cigarettes. You have to talk a little while. For a minute longer. There's a lot of work actually to do the next weeks. The right hand of the boss have an operation. No, I'm okay with that, you know. I mean, better now than actually after all these just meanwhile with 2 construction sites by actually 7 persons we have right now on the construction site working at Monday. It is, you know, like it is. Everybody got problems, get older, have cancer, have problems with his balls or some, you know. I'm happy with that they actually going to the doctor and doing something about his life. I respect that hardcorely. Other person working and dying and just nobody knows what's going on. Makes personality. No, that's Bavaria. So I'm not an asshole and saying, oh, right, okay, the next 2 months you have a free days for 2 months long, 60 days long or something. No, I know actually why he is at home. And that makes it very personally, and I like it. I mean, everybody needs to go to the doctor, especially for the anal work. Jeder muss mal zum Proktologen. I'm not sure about the English part. And that's fine as, you know. Why so shaming? Why so caring about his privacy? You have to go in this age like to do this. Everyone. You know, the wives, the girls, they have to go maybe 30 already to go actually to the, not dentist, I mean to the gynecologue or some urinary, that it doesn't matter. They have to go like man's 10 years later, where actually the man's belongs to be 10 years before them. But we're always so shy to go to the doctor, prostate and all this stuff, you know. Come on. I'm a little bit different thinking about that one. But the problem with me is actually I just want to die when I want. But there's no day, there's no time, there's no direction for me. So I'm hardcore depressive, but at the same time when I'm working, I feel very home. I feel like I just want to work with this partner, you know. It doesn't matter. I'm a complicated person, definitely. Helper syndrome. Something is crack. I don't know. Oh, yeah, here we go. By myself, I just found out. There's actually a way to find out. For CarX
Drift Racing Online, where are you going here? There is actually the Ost, but I say the sound, what's it calling? Yeah, the soundtrack, the Ost, what's that? Ost anime meaning? Enjoy. URL. If you want to find something in here and you want to find something about CarX, about the background music, the BGM, here it is, the full list. I can't download it because I'm not a premium member on this crack. Because I'm so disappointed about YouTube as well. Twitch makes it very best, but you don't can save playlists and all this stuff. Hope you enjoy it. Have fun. Turn up the bass, goddammit. And for some songs, I want to really turn up the bass. I should go with this. Nobody's watching anyway. There's my laundry. Should go actually into the dryer. I still actually want to play Mortal Kombat 10 or 11. But I feel lousy today. Free operations on a compound side. Garden work. Trying to visit actually my... Oh my gosh, that house is looking shit. You know, we trying actually to rip apart actually this construction site. But it's like, he's living right now in a house, the Polish guy. And it looks worse from outside. How worse looks inside. Now I understand that actually my boss was buying actually a kind of, what's it calling in English? He was actually buying a kind of a workplace for us, for construction workers, for millions, to get some, I don't know what came in there, 10 or 12 apartment, building or something, you know. So I will be surprised next year. And so the construction worker here right now is living in, actually sleeping in there tomorrow or today, finally today, into this living room. I can't explain. Yes, I'm doing the laundry right now, getting the water out. I have a washing machine, but I'm also bored. This week, I was washed actually all my laundry by hand. Here we go. Normally you're going down below the basement, there's my washing machine, all this stuff. But I'm bored. Doing by hand. Healthy for me or no? I don't give a fuck. Not scared about basement. Only scared about snakes and that's all. Or scorpions. Well, I like spiders very much. They don't bite. Cats are weird, right? Cats are weird. You know them since a month or something. Sometimes cats are acting weird as well. You want to say, come over here. There's something food. You're scratching with your shovel on the floor or something, and the cats are going weird. They're thinking, oh, this is my end. I need to run away on the car or something. Or into the traffic. I don't know. Cats are weird, right? Dogs are not reacting like that. That's seriously weird, these cats. I grew up in a farmhood with more than actually 20 cats a day. But some cats are so weird from the city. Can't explain, but it looks very funny. Best was today. Getting the dirt away into the container. And the cat knows me actually since kind of 6 hours now. And I just get it in the house of where we're just actually doing our work as a construction siders. And today the cat was weird. Acting like, you know, she was seeing me, my whistling, like,
acting like a mice. And then the cat ran away because she was seeing actually what I just was doing, you know, and then she come back and was going away. Where in the same time, actually, the kind of the controller was, let's say, not the husband of, or what's that calling in English, the owner of the cat was doing actually a food noise and all this stuff. The cat was waiting. I was scared. I said, "Come on, last day, 6 hours long. He was cuddling around on all this stuff. Why are you running away? You know me. I don't hurt you." And the cat is sometimes under the hood, sometimes on the car itself, just waiting for something, saying, "Come on, let's go." And then I opened up the door window for the household where we just actually digging around, and the cat was coming very fast under the table and everywhere. She coming down below and saying, "What is wrong with you? You know me already. Don't have a scare. I don't want to touch you or don't make you deaf or something or visit you or something." What the hell, you know? This is so cat. Cats have a problem. Have 9 lives or 7 lives in European. Well, I don't know what's going on in his minds. Yesterday I rescued a lot of rainworms, right? Kind of calling about rainworms. And today I killed actually a black spider, a small one. I just keep it away and just trying to get in my hands and the stuff. It was not going. So I killed her by an accident. It's so fucking crack. Ugh. That's about actually world and this beauty is about creatures and all these stuff. Insects. Trying to help and the next day it's difficult. Hey, I'm the dude, I'm drinking beer. Kind of the shit. Ah well. Life is life. Now I'm talking to myself, and that's my problem. There's nothing actually hanging into my English. English is worse, Russian is English, worth like English, actually Russian, German, Japanese. My concentration about actually having a lot of languages in my mind. It's like when I'm talking to myself, come to be crazy. It's the perfect actually translation from German to other languages. And I'm a simple fucking construction worker. Only have an IQ by 136. What the hell is that anyway? Well, cheers up. Goodbye. En dan tror jag vi ser ut som du ska prata om din Livestream. I just give a fuck. Because nobody's watching anyway in here. Alright. I just want to play Mortal Kombat actually right now. Oh, we going online in here. But that's the wrong account. We have to go online by the 1000 Wolf Army Sheep stuff. Fuck it. 頑張ります。
Thematics on the talking is over. You're zooming aside. Did it. DjVolgin. Oh, so short. Oh, St. Petersburg already did. Damn it! Sorry. Dakohozu. 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 Ah, tequila. What happened? Tore. Schöner Arsch. Oh, ich liebe schöne Ärsche. Es muss höchstwahrscheinlich... Es ist keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Männersache. Bei der Wiedergabe des Inhalts ist ein Problem aufgetreten. Netzwerkfehler. Läuft doch noch. Compromise.
shitting car. It's like a sheep. I can't explain. That is not Asian, Japanese. It's kind of Indianese or something. They produce in China some parts, and only the engine came from Europe or something. But oh my gosh, the aerodynamic and the suspension is just rusty piece of shit from Russia or something. Non-working stuff. Time to inflate them, mate. Frost in England is just ready for that war. Kill the fucking Russians. Only the army guys actually can count for actually having a dispute about, yeah, you know, making a dial on Putin again. And the rest of us going actually to jail, to the Dunag, or what was it calling? Oh, what the fuck? Normally, burn Russia for the first phase. The second phase is actually burn the fucking Chinese investigators, and then to the you going actually to the president of China. Ministerium, but you know, you have to burn them. Make an example, and you should actually do that for Russian. You're making a great movies all the times, America. Why are you not actually making an example on all over the world that Putin is actually in a lauder to get burned? And everybody's watching this. Say your corruption dictating shit is not good for Earth. You're the one, you thinking you have the whole world and bombing them with nuke work. Example, Putin on a lauder is smoke them and then fire it up and burn this mother tucker. But America has a little small dick. It's kind of maybe 2 or 3 centimeters dick or something to have. Seriously, it is like that shit. If they really want to get away actually from European the war away and help them out, America is bombing Europe because the rockets are not going flying to Russia anyway. They're falling down and dropping down in Europe because these motherfuckers have maybe a 3 centimeter dick or something. Russia have a 1 centimeter dick. The Europeans with his 15 centimeters dicks can't do nothing anymore because they're harvested from America away, our military. So fuck off America, and we should actually fight Russia by ourselves. Fuck America. Seriously. This military makes all the times fails. Fails, don't win a war, nothing. They can't do nothing. They're bringing only horror, terrorism, even to his own home in America, drugs, because they won't have to be dealing with this to make money, the weapon lobby and drug lobby. America's a piece of shit land like Russia as well. Both of them are just corrupt as shit. I hate America like Russian as well. And China is number 3. Because China is actually friendly and helping a bit here and there. I know China is corrupt as well, it's hardcore by hackers like North Korea, but they're friendlier than Russia and America. Make a position, motherfucker. If you're American, kill yourself. You're Russian, kill yourself. You're Chinese, like European, survive. African, dual ass shit as crack. They should kill every second themselves. If you're watching Japan, Taiwan, Ukraine, you're watching Switzerland, Norway,
Litauen, or whatever they're called. They want to survive. They're having positions. Germany is just getting fucked up because there's politic assholes. We have a politic in Germany. Never it was before. Just seriously assholes and fuckers and gay homosexuals ruling Germany. These assholes are ruling Germany and destroying Germany in the same time when we're trying to help. These politics only maybe 16. Okay, let's see. 3,000 politics, about 83 million peoples in Germany, ruling completely Germany, and we paying them for taxes. You should burn them down, make an example from Germany out, saying you next Russia, you next America, you dull ass motherfucking presidents. And 18% in Germany actually don't want them. What about actually America? But 68% don't like Trump. The rest of this is a dull ass motherfuckers that can't help himself. Oh, Trump, 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 Trump. They don't think about future. They don't think nothing about these already KIAI generated assholes. Mostly 40 to 60s. Trump is an asshole psychopath like Russian's President Putin. US are up your ass. You like to make actually Trump to be your president? You have the best friend Russia and destroy the whole world. Hey, why we don't starting up a Tom work right now? Destroying the whole world for non-reason. Executing China actually do make this 110 missiles to totally explode and making the world useless. Americans the worst, right? They are. Then the Russians are coming, then the Chinese, then the Africans, and then maybe the Europeans and the Asians. Alright, do whatever you want. You silly motherfuckers. I have no actually kind of a little living in myself. Why I should actually get having a girlfriend, making a baby, because Americans fucking the whole world up anyway. Created by France, German, and actually these Great Britons. Unbelievable how fucked up you are in America. How fucked up are you against Russia? Russia is hardcore and you are soft, you pussies. And I hate Russia and I hate America in the same time when I'm talking about them. I'm so sorry. We can talk about everything. If you throwing an atom bomb from America, it lands in the European and not in Russia. And with the Russians trying to do us to as well actually to go to America, it lands in European. And we meanwhile in Germany, we in the middle part. So go fuck yourself, Russia and America. You piece of shit and useless assholes. You'll be losing the world by yourselves. North Korea is the best country they're dealing with, only protecting my country. And you assholes, America dealing with this CIA, FBI, NSA, I give a fuck, you assholes. You're kidnapping a lot of peoples in the whole world. That is wrong. That's why I hate America so much.
they can do and dealing done with everything, right? I give you the best example. I hope you dying on a hard concert. I hope you dying by everything else what China is giving us. There is no Chinese corvid in our country. That was Trump, you fuckers. You so fucked up. European the best, and you fucked it us up. You're dealing like we are just actually your taxes. Or you dealing it done actually you want to do and dealing European like assholes. Sinking, swapping shit. Working the most, you dealing the most, and you are just actually at home sitting and get fat. Like Russians, just dealing a little different. They want to have a war against America. Normally we should actually go to Russia to beat America, get away the drug dealers from fucking South America. All these stuff, you know. And it's the best for our world. But then we have kind of one leader. America brings nothing as sugar and drugs to our countries, right? That's the other part. And the Americans don't like actually the whole world anyway. They just want to make war and just having since the saying they having a big dick. But the 12 centimeters, you know, and fuck this. We should actually fight against South and North America. And then the whole world is free for everything war what we do. Catalysm, Muslim, I don't care. We fight each other. So that's it, right? My brain says fight America. Alright, America. Bye bye. Have a nice time. You're already losing the war. And I'm done with the conversation about politics. America needs to die. Alright. Awesome. 50 minutes talking. Potential to say to the politics, they're earning a lot of money. America is actually the worst what happens for the world. Controlling some kind of other countries. Forcing us for getting into the war and conflicting into wars. Well, America, good night. Awesome, right? So easy. Done. Everybody is, you know, protecting about some other country. An American came in, making a conflict. Don't end this up. Fleeing as American country. Killing 9/11, killed his 2 towers by himself. All this stuff. For making war reasons, making money. America is #1 terrorist, and I understand that, and that's it. I'm dealing done with this, you know, my thinking as well. America is #1 terrorist. Alright, cool. But I'm German. How can deal? How can help? America is dead for me right now. Get a psychopath on the power again. The second time. How dull the persons are. So America is actually the terrorist #1 for me right now. Alright, cool, done. I'm done. Telling all the persons, America is our real unfriendly, yeah well, investigator, no, hold on. Terrorist. America is the terrorist. Like drugs, like weapons from South America. They may can survive then. Okay. USA is terrorist #1. Alright. Need to talk actually to the NATO. Getting America away from them. Trump is all the time saying, if you're not paying blah blah blah, you're not in the NATO. We actually make the foundations, not America.
We make America because Ross, German, and England. America's dead. Okay? Should bring that in. Done. You need nothing for you. You corporated, you know, you corporated actually Alaska to get us only, you have oil, minerals. You're just saying Alaska is our land now. Hawaii is our land. They're just saying this is ours now. Done. Okay, done. Done. Your life is done as well. I'm not talking to Americans anymore. Nice, nice. Seriously, that is the best point you ever. America is dead for me. No, America is dead for me. Scheiß auf diese scheiß Dreckswelt. Amerika. Passt. Wird es ihm vermitteln. Meine Stimme hat sehr viel Recht. Nur fette Leute. 20% sind arbeitslos und 80% im Militär. Die helfen keinen. Amerikaner sind das schlechteste Volk auf der Welt. Muss mir das einbläuen, was ich da alles mitbekommen habe. Kick ass actually in America right now. Wollen nur Krieg, wollen alle Länder auseinanderreißen und Geld machen. Jetzt verstehe ich Russland. Putin reden, aber so nicht weitergeht. Goodbye USA. Das war ein großer Fehler. Franzosen, Großbritannien und Deutsche darüber zu lassen. Den Namen halten sie auch noch. Christopher Columbus. Sie kommt da recht, würden die sagen.
und beuten nur andere Länder aus. Da machen wir unseren eigenen Scheiß auf. Chinesen, Nordkoreaner würden uns helfen, weil die sehr viel gelernt haben. Die würden uns auch helfen. Was hast du von Amerikanern? Wenn die Amerikaner zu uns rüberkommen, was wollen die denn bei uns tun? Dass wir noch fetter werden mit Zucker?